Also glaubst du, du kannst sie öffnen? Ich weiß es nicht. Glaubst du, dass ich es kann? Ey, du bist schon ein bisschen nervig. Jetzt noch nicht so nervig, dass ich dich umbringen will. Nee, aber es ist schon ein bisschen so... Natürlich kann sie das. Du glaubst doch an sie, oder? Niemand verlässt diesen Keller. Ja, du schaffst das. Ja, komm. Du schaffst das. Na gut, lass es mich versuchen. Jetzt gucke ich mal, was passiert. Die Prinzessin rüttelt an der Klinke und ein Klicken ertönt und die Tür öffnet sich. Das ist doch total doof. Ich hab doch gesagt, dass sie es kann. Die Prinzessin und du geht gemeinsam die Treppe hoch. Ihre Freiheit und das Ende der Welt stehen kurz bevor. Wenn du nichts dagegen hast, mache ich mir noch schnell einen Drink, bevor hier alles kaputt geht. Das Ende der Welt würde ich nur ungern nüchtern erleben. Egal, welchen Schrecken du an diesen dunklen Orten begegnest, fass dir ein Herz und bahne dir einen Weg hindurch. Es gibt keine frühzeitigen Enden. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur neue, unverbrauchte Perspektiven und Neuanfänge. Das ist eine Liebesgeschichte. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Slay the Princess, The Pristine Cut. Wir haben das Spiel vor, eigentlich ist es ziemlich genau ein Jahr her, schon mal gespielt. Damals allerdings noch ohne den Zusatz The Pristine Cut. Es war damals komplett auf Englisch, das heißt englische Synchro und englische Untertitel. Hat es ein bisschen schwer gemacht für manche Leute das zu verstehen, also die des Englischen nicht so gut mächtig sind, zumal ich auch keine Live-Übersetzung damals gemacht habe. Jetzt kam halt ein kostenloser DLC oder eine kostenlose Erweiterung raus. Und jetzt gibt's halt deutsche Untertitel. Es gibt immer noch keine deutsche Synchro. Ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt für ein Indie-Studio, wie es das ist, weil die englische Synchro, die ist ja super, die ist wirklich super. Und auf dem Niveau eine deutsche Synchro, eine französische, eine italienische und eine spanische, ich glaube, das ist für ein Indie-Studio, das ist nicht zu schaffen. Aber es gibt immerhin Untertitel, unter anderem auch deutsche. Ich habe hier meinen alten Speicherstand, ich habe komplett alles gelöscht, dass wir einfach komplett von vorne anfangen können. Und es soll neue Enden geben, es soll neue Abzweigungen geben, alles super, alles neu, alles macht der Moi. Wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Kapitel 1. Der Held und die Prinzessin. Du bist auf einem Pfad im Wald und am Ende des Pfades steht eine Hütte. Und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. Kurz zum Ablauf. Ich lasse die englische Synchro an. Ich könnte auch den Sprecher einfach ausschalten. Das will ich aber nicht, weil die englische Synchro ist wirklich, wirklich gut. Ich lasse den einfach an. Ich habe die Sprecherstimme etwas leiser gedreht. Ich werde dann jetzt, so wie ihr gerade gemerkt habt, einfach drüber labern. Und ich versuche dann ein bisschen mit anderen Stimmen so zu reden dann. Es fängt also an mit dem Erzähler. Wir haben einen Erzähler im Kopf. Und den lese ich jetzt vor. Also, wir sind auf dem Weg zu einer Hütte und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. Du bist hier, um sie zu erschlagen. Tust du es nicht, ist es das Ende der Welt. Jetzt haben wir hier neben Auswahlmöglichkeiten. Viele sogar. Zum Beispiel, dreh dich um und geh. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen natürlich erstmal wissen, was los ist. Das Ende der Welt, was soll das heißen? Okay, eine Prinzessin zu töten klingt doch aber ziemlich schlimm, meinst du nicht? Tut es das? Bist du Monarchist? Ist es so viel schlimmer, eine Prinzessin zu erschlagen, als ein Fischer, eine Müllerin oder eine Schneiderin? In der Tat ist es doch viel besser, eine Prinzessin zu erschlagen, als eine Schneiderin zu erschlagen. Schneiderinnen leisten einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft. Ja. Ja, was soll man da sagen? Okay, wir machen einfach mal weiter. Kann das nicht jemand anders machen? Unglücklicherweise bist du der Einzige, der dazu in der Lage ist. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist, wie es ist.
Kriege ich eine Belohnung dafür? Yes, but you'll have Ja. to slay her before Aber bevor du you sie get to bekommst, musst du sie erschlagen. Ja, okay. Ich glaube, es bringt jetzt nicht viel. Er will halt einfach, dass wir da hochgehen und die Prinzessin umbringen. Wir gucken mal. Ja, okay, danke, dass du mir erklärt hast, was ich zu tun habe. Don't mention it. Keine It's Ursache. all part of the Gehört job. zu meiner Aufgabe. Ach schön. Finde ich gut, dass wir einen Erzähler erwischt haben, der seine Aufgabe so ernst nimmt. Also gut. You make your way up the short Du folgst dem path schmalen to Pfad the bis zur Hütte. You'll Darin find the findest du die princess Prinzessin. within. A warning. Ein Wort der Before you Warnung, go any bevor du further. weitergehst. She will lie, Sie wird lügen, she will betrügen cheat, and und she alles will in do ihrer Macht everything in Stehende her tun, power to um dich stop davon you from abzuhalten, slaying sie her. zu erschlagen. Don't Glaub believe ihr a word kein she says. Wort. We're not gonna go through with this, Wir werden right? das nicht wirklich tun, oder? Sie ist eine Prinzessin. Unsere Aufgabe ist es, Prinzessinnen zu retten, nicht sie zu erschlagen. Das ist übrigens die Stimme des Helden. Ja, ich habe eine Erzählerstimme im Kopf und wir haben noch mindestens eine weitere Stimme im Kopf. Im Moment ist es halt die Stimme des Helden, die dann halt so ein bisschen im Kontrast steht. Wir machen mal weiter. Ignore him. Ignoriere ihn. Der weiß nicht, wovon er spricht. Okay, so viel Auswahlmöglichkeit habe ich nicht. Gehen wir mal schön weiter. Nice Hütte so oben auf dem Berg. Schlecht. Das Innere der Hütte ist fast komplett kahl. Die Luft ist abgestanden, Fußboden und Wände sind von einer dünnen Staubschicht bedeckt. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein schmuckloser Holztisch. An der Kante dieses Tisches liegt eine makellose Klinge. Die Klinge ist ein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Nehmen wir die Klinge? Oder sollen wir ohne... Ja. Entscheidungen, Entscheidungen. Wir gehen erstmal ohne Klinge in den Keller. Ich muss ja erstmal gucken, ne? So ins Ecke spitzeln oder so. Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine Treppe frei, auf die von unten her ein schwaches Licht fällt. Die Luft ist drückend schwül und aus einem uralten Holz dringt ein Hauch von Fäulnis. Wenn die Prinzessin hier wirklich lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ihre Stimme bringt sanft die Treppe hinauf. Hello? Hallo? Is someone there? Ist da jemand? Sie ist bezaubernd. Sie hat eine von diesen Stimmen, die man nie mehr im Leben vergisst. Lass dich von ihr nicht täuschen. Das ist alles Teil ihrer Manipulation. Du spielst ein gefährliches Spiel, in dem du unbewaffnet zu ihr gehst. Hallo? Ich wollte dich nur mal nach dir sehen. Ich bin hier, um dich zu retten. Lügen? Ich bin hier, um dich zu retten. Ich glaube, ich soll dich erschlagen. Einfach runtergehen. Ja. Hallo? Stranger. Komm doch näher. Es ist schon so lange her, dass mich jemand besuchen gekommen ist. Bitte, komm doch nach unten. Okay. Okay. Du gehst die Treppe hinunter und schaust der Prinzessin in die Augen. Eine schwere Eisenkette an ihrem Handgelenk fesselt sie an die hintere Kellerwand. Sie ist wunderschön. Wie kann so jemand eine Bedrohung darstellen? Ich flehe dich an. Konzentriere dich. Alles hängt von dir ab. Hi. Hallo. Do you think you can get Kannst du me mich out of vielleicht von this diesen place? Ketten befreien? Also, okay, nicht so schnell. Lass uns zuerst mal ein bisschen reden. Okay. Okay. Ja, also, wie heißt du? Ich weiß gar nichts über dich. Wenn ewig niemand hier war, was hast du dann gegessen? Oder? Intelligente Frage. Intelligente Frage. Ich wurde geschickt, um dich zu erschlagen. Angeblich sollst du die Welt zerstören. Was wirst du tun, wenn ich dich befreie? Ich werde dich hier unten lassen, zumindest für eine Weile. So können wir uns besser kennenlernen, während ich entscheide, was zu tun ist. Okay, das nehmen wir schon mal nicht. Also so creepy. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht trauen. Hier ist irgendwas faul und ich kann dich einfach nicht aus dem Bauch heraus über das Schicksal der Welt. Hol die Klinge. Wortlos nach oben gehen, Klinge holen. Unglaublich, dass man dich hier so lange eingesperrt hat. Ich hol dich hier raus, bitte lass mich das nicht bereuen.
Oh, ich kann mit dem mittleren Mausrad das Ding jetzt verschwinden lassen. Wusste ich gar nicht. Interessant. Also, ich wollte ja mit ihr reden. Ich weiß gar nichts über dich. Es könnte ja einen Grund geben, dass er eingesperrt ist. Ja, komm, erstmal die dümmste Frage stellen. Wenn ewig niemand hier war, was hast du dann gegessen oder getrunken? I don't see what that has to do with Was anything. spielt denn das jetzt für eine Rolle? This is the only time this Ich has kann nicht ever glauben, dass ich happened. das sage, aber ich muss der Prinzessin recht geben. I agree. Das ist doch jetzt wirklich nicht wichtig. That's hardly relevant. Findest du? Ich finde, das ist eine verdammt gute Frage. Okay, but actually, Nein, ernsthaft. what has she Was been hat sie into? gegessen? Die muss doch She essen, has to eat, right? oder? Wie heißt du? Oh, Oh, She pauses. sie hält inne und wählt ihre Worte sorgfältig, bevor sie antwortet. you can address me as your Du kannst Royal mich mit Highness. Eure königliche Hoheit ansprechen. Oder mit Prinzessin, wenn dir das zu förmlich ist. Is princess her Ist name or her Prinzessin title? ihr Name oder ihr What if Titel? it's both? Oder etwa beides? Stell dir mal vor, die heißt Prinzessin. Ja. Prinzessin ist also dein Name? Like I said, Wie gesagt, du kannst dich Prinzessin nennen, wenn du möchtest. Die weiß ihren Namen nicht. Wahrscheinlich ist die ist schon so lange hier unten, oder? I'm sorry. I Entschuldige, think ich there's bin schon someone so lange hier I've unten. just forgotten. Ich glaube, ich habe ihn vergessen. Aber ich habe bestimmt einen Namen. Jeder hat einen Namen. Okay, that's weird. Okay, das ist echt schräg. She hadn't even Sie hat nicht mal dran gedacht, sich einen Namen zu überlegen. Ich hoffe, du erkennst langsam, dass man ihr nicht trauen kann. Geh wieder nach oben, hol die Klinge und erschlag sie, bevor es zu spät ist. Okay, wir haben jetzt also die zwei Stimmen im Kopf, die eigentlich sagen, das ist schon seltsam, seinen eigenen Namen nicht zu kennen. Und wir haben halt die Prinzessin, die eigentlich so wie ich gedacht hat, vielleicht ist sie schon so lange hier unten, dass sie ihn vergessen hat. Ich meine, ich vergesse wie alt ich bin. Weil ich... Ja, egal. Also in Ordnung, ich hol dich hier raus, ne? Aber bitte, bitte, bitte lass mich das nicht bereuen. Okay? Haben wir uns verstanden? Frau Dackelblick? You're only making this more Du machst es dir bloß selbst schwer. Thank you. And Danke, you won't. ich verspreche, I promise. du wirst es nicht bereuen. You're making a huge mistake. Du begehst einen großen Fehler. No, you're doing the right thing. Nein, du tust das Richtige. You walk up to the Du chains gehst zu den binding Ketten, die die princess to the Prinzessin an die wall Wand fesseln and give them a und touch. rüttelst an ihnen. They're large and heavy. Groß und schwer. Far too solid Viel for zu you to massiv, even um auch nur imagine dran zu trying to break denken, them sie zu apart. zerbrechen. I'm guessing you don't have the key? Ich vermute mal, den Schlüssel hast du nicht. Maybe it's somewhere upstairs. Vielleicht ist er ja irgendwo oben. Doubtful. Whoever locked the princess Das bezweifle away ich. from Wer auch immer die Version Prinzessin hier of the unten scene eingesperrt on hatte, the day. wollte, dass sie nie They mehr would das just Tageslicht left erblickt. the key to her Sie hätten den chains Schlüssel nicht somewhere. einfach in der Hütte liegen lassen. Ich gehe mal nach oben nachsehen. Und wenn nicht, dann finden wir vielleicht was anderes, um dich zu befreien. Hast du noch eine andere Idee, falls es keinen Schlüssel gibt? Maybe there's some way to break the Vielleicht chains. gibt es einen Weg, die Ketten zu zerbrechen. Die Or sind if doch that aber... doesn't work, Wenn I nicht, guess we can always cut me out of them. könntest du mir auch einfach den Arm abschneiden? Nein, She offers the suggestion sie unterbreitet diesen Vorschlag fast völlig gleichmütig. If we were stuck down here long enough, I'm Wenn wir sure lange we'd genug be hier not unten short festgesessen about hätten, cutting our wäre way out uns of it. unser Arm Fine, wahrscheinlich auch friend. egal, solange wir nur endlich frei wären. Ja, schon irgendwie. To make your way out of the basement, Als du versuchst, but den the Keller door zu leads verlassen, up the fällt die Tür am stairs oberen slams Ende shut. der Treppe zu. You hear the Du hörst click das of a Klicken lock des einrastenden sliding Schlosses. place. Is someone else here? Ist noch jemand hier? Ich versuche mal die You Tür try zu the öffnen. door. Du rüttelst an der Tür, aber sie ist von außen verschlossen. Geh mal zurück. You make your way to the Du bottom gehst zum of the Fuß der stairs. Treppe. This would have Das been wäre alles so viel much einfacher, wenn du dich an den easier Plan if you gehalten und die just Klinge keep mitgenommen it hättest. like you were supposed to. Easier for whom? Ja, einfacher für wen? Easier for everyone. Einfacher für uns alle. Schau nur, in was für einer Misere du dich gebracht hast. I heard the door slam. Ich habe die Tür gehört. Sie haben dich auch hier eingesperrt, stimmt's?
There's a slight panic. Ein Hauch von Panik schwingt in der Stimme der Prinzessin mit. If I could just get out of these Ich chains, weiß, I know we wir could force wir our way kämen out of hier here raus, together. wenn ich diese Ketten nur irgendwie loswerden könnte. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing Ohne lange through zu her zögern, limbs hebt sie ihren Arm zum Mund und vergräbt mit der determination. Entschlossenheit eines gefangenen Wolfs ihre Zähne darin. Oh, muss man das Bild so explizit machen hier? Das ist ja... As she rips her Als flesh sich from das her Fleisch body, vom Knochen reißt, hörst du ein Geräusch hinter dir. Das Klirren von Metall auf Stein. It's the blade from Es upstairs. ist die Klinge aus der Hütte. Du weißt nicht, wie sie hierher gekommen ist, aber du weißt, dass es deine letzte Chance ist, zuzuschlagen. Or we could use it to free her. Oder wir könnten sie damit befreien. You won't like what happens if you do that. Was dann passiert, wird dir nicht gefallen. Rettet die Prinzessin oder erschlagt die Prinzessin? Ich meine, hey, wenn die ihren... Also wir waren bei ihr und haben an der Kette gerüttelt. Wenn die sich ihren eigenen Arm abbeißen kann, dann hätte sie uns auch die Kehle aufreißen können. Hat sie nicht gemacht. Wir retten die Prinzessin. Fine. Na gut. Against your better judgment. Wieder besseren Wissens drückst du die Klinge gegen die klaffende Bisswunde, die sich die Prinzessin zugefügt hat. Direkt über der robusten Kette, die sie an diesem Ort gefangen hält. Sind das unsere Hände? Guckt euch mal unsere Hände an. Wir sind hier ein Monster, glaube ich. Du schneidest in ihr Fleisch. Die Klinge ist scharf und es kostet dich nur wenig Kraft, den Knochen zu durchtrennen. Aber das sind so Dinge, die will ich noch nicht mal so abstrakt gezeichnet sehen. Also, der Arm fällt zusammen mit den schweren Ketten zu Boden. Sie hat während der ganzen Tortur nicht einen einzigen Laut von sich gegeben. Nein, hat sie nicht. Als sich eure Blicke treffen, lächelt sie sanft. Das Blut von ihrem abgetrennten Arm tropft rhythmisch auf den Boden. Wie kann sie nach all dem immer noch lächeln? Es ist, als wäre ihr egal, was gerade passiert ist. Thank you. Danke. Now let's get Lass out uns of von here. hier verschwinden. Okay. Nein, das werde ich nicht zulassen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Du kannst sie nicht einfach auf die Welt loslassen. Nein, ich kann sie nicht auf die Welt loslassen. Als sich die Prinzessin der untersten Stufe nähert, trittst du unwillkürlich vor und erhebst die Klinge. Hey, ich wollte das nicht. Das war der Erzähler. Moment mal, das ist nicht fair. Das kannst du nicht machen. Und wie ich das kann. Schau. What are you doing? Was machst du da? Das ist ein schöner Screenshot. Erschlagt die Prinzessin. 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 Warne sie. Oder erschlagt die Prinzessin. Ich warne sie. Lass das. Something's come over you. Irgendwas hat von dir Besitz ergriffen, nicht wahr? You don't have to do this. Du weißt, dass du das nicht tun musst, oder? Du stürzt unwillkürlich nach vorne, bereit, ihr die Klinge von unten ins Herz zu stoßen. Aber die Prinzessin weicht aus. Sie taumelt gegen die Wand, bevor deine Klinge sie treffen kann. Schluss damit. Hör auf, dich mir zu widersetzen. Ich versuche, dich hier lebend rauszubringen. Erschlagt die Prinzessin, erschlagt die Prinzessin, erschlagt die Prinzessin, erschlagt die Prinzessin. Ich soll mich wehren. Ich wehre mich. Die Klinge. Beweg die Klinge. Als du dich hartnäckig weigerst, dich zu bewegen, macht die Prinzessin einen vorsichtigen Schritt auf dich zu. We both know Wir wissen this beide, dass isn't you. du nicht so bist. Nervös streckt sie ihre Hand nach dir aus und nimmt die Klinge aus deinen unerfreulich starren Händen. Was machst du da? I'm sorry. Es tut mir leid. Try to be quick. Ich versuche es schnell zu machen. Sie stößt die Klinge in deine Brust und schneidet dabei durch Fleisch und Sehnen. Es ist die Hölle. Aber du bist noch nicht tot. Oh no.
nein. Es tut mir so leid. Oh, ist er ausgerutscht oder was? Was macht die da? Was macht die da? Stay strong. Bleib stark. Wir halten es aus, bis es vorbei ist. Ihr zuliebe. Ihr zuliebe? Tu nicht so, als wäre es eine Heldentat, einen qualvollen Tod zu sterben. Ihr beide habt buchstäblich alle ins Verderben gestürzt. Wie dem auch sei. Sie versenkt die Klinge in deiner Brust. Wieder und wieder und wieder und wieder. Und du spürst jeden Zentimeter, der sich schmerzhaft in deinen Körper bohrt. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ja, ich sehe es. Oh, ist das übel. Ist das übel. Hoppla, Moment. Sie weiß nicht, wie man Messer benutzt, oder? Offensichtlich nicht, aber es spielt wohl kaum eine Rolle, wie schlampig sie die Klinge führt, oder? Eine Stichwunde ist eine Stichwunde. Es wird nicht lange dauern, bis du verblutest. Es tut mir so leid. Oh. Die bringt uns jetzt um, oder was? Aus Versehen. Aus Versehen. Mit einem letzten Messerstich geben deine Beine nach. Du sackst auf den Boden. Dein Körper verweigert jede Reaktion, während sich dein Blut in einer Lache unter dir sammelt. Die Prinzessin starrt auf deine zerschundene Brust. Tränen laufen in rosa Rinnsalen über ihre blutbespritzten Wangen. Das kann nicht das Ende sein, oder? Oh, das sagst du jetzt. So sehr ich mir einen anderen Ausgang gewünscht hätte, kann ich die Realität nicht leugnen. Ihr beide habt eure Wahl getroffen. Es ist vorbei. Ich glaube, hier geht's genauso dreckig wie mir irgendwie. Alles wird schwarz. Und du stirbst. Kapitel 2. Die Jungfer. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfads steht eine Hütte. Und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. Du bist hier, um sie zu erschlagen. Tust du es nicht, ist es das Ende der Welt. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich bin doch gerade gestorben. Ich kann dir versichern, dass du nicht tot bist. Und um deine Frage zu beantworten, du bist hier, um die Prinzessin zu erschlagen. Das habe ich dir gerade vor einer Sekunde gesagt. Also wir haben ja ausgewählt, ich bin doch gerade gestorben, wie kann ich denn schon wieder hier sein? Ja, die Stimme des Helden. Wenn er sich nicht an das Geschehene erinnert, sollten wir es vielleicht besser dabei belassen. Oh, die Stimme des Ergebenen? Ja, letztes Mal war er nicht gerade auf unserer Seite, nicht wahr? Wenn wir unsere Liebste retten wollen, müssen wir unauffällig vorgehen. Unsere Liebste? Oh ja, wenn ihr einen Versuch starten wollt, die Prinzessin zu retten, müsst ihr sehr unauffällig vorgehen. Also sind die Karten jetzt alle auf dem Tisch. Dann solltest du wissen, dass wir in die Prinzessin verliebt sind. Wir vier werden alle Mordanschläge vereiteln, die du geplant hast. Das werden wir noch sehen. Was immer du tust, ignoriere alles, was der hier sagt. Er scheint einer von denen zu sein, die für einen Kuss auf die Wange die ganze Welt aufgeben würden. Was soll ich sagen? Eine Welt ohne Liebe ist des Rettens nicht wert. Hoppala. Oh. Nehmen wir mal an, ich gehe weiter zur Hütte, komm. Müssen wir hier ein bisschen vorwärts kommen, oder? Ein Wort der Warnung, bevor du weitergehst. Sie wird lügen, betrügen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Glaub ihr kein Wort. Ja, wie bereits erwähnt, machen wir beide bei deinem kleinen Spiel nicht mit. Du bist es, dem wir nicht glauben sollten. Ihre Schönheit ist das Einzige, an das es sich zu glauben lohnt. Jesus, nee, was ist das für ein Schmalzi, hey. Ich wiederhole mich, aber der hört sich ziemlich sicher einfach selbst gerne reden, wenn das der Held schon sagt.
Das mag sein, aber es ist mein Herz, das gehört werden will. Meine Leidenschaft ist einfach zu groß, um unterdrückt zu werden. Sie muss ihre Schwingen entfalten. Hoho. Ja, deine Leidenschaft ist riesig, aber das muss ja nicht jeder wissen. Manchmal sollte man lieber einfach still sein. Ignoriere sie einfach alle beide. Konzentriere dich auf die Aufgabe, die vor dir liegt. Okay. Kann ich auch da drauf klicken? Nee. So. Da sind wir in der Hütte. Sehr schön. Das Innere der Hütte ist reinlich und elegant. Ihre Steinwände sind mit feinsten Wandteppichen behangen. Ein passendes Gefängnis für eine königliche Gefangene, sorry. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein verzierter Holztisch, an dessen Rand eine makellose Klinge liegt. Wie sieht's denn hier aus? Die Tür ist komplett anders. Der Tisch ist viel edel. Das war vorher einfach nur ein Holztisch aus Ikea oder so. Und irgendeine Hütte. Jetzt ist das hier eine richtige ein Schloss oder so. Guck mal, da ist auch ein Spiegel. Der war, glaube ich, auch nicht da. Die Klinge ist dein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Du hast den Spiegel an der Wand gar nicht erwähnt. Nähere dich dem Spiegel. Nimm die Klinge. Ich nähere mich mal dem Spiegel. Du trittst an die Wand neben der Kellertür heran. Es ist eine Wand. Hier ist nicht viel zu sehen. Was redest du denn da? Keine Wand, das ist ein Spiegel. Naja, jedenfalls wird es ein Spiegel sein, sobald wir den Dreck abgewischt haben. Okay, dann wischen wir mal den Spiegel ab. Du streckst die Hand aus und reibst über die Wand der Hütte. Ich hoffe, dir ist bewusst, wie albern du gerade aussiehst. Der sieht den Spiegel wirklich nicht. Aber gerade war da noch ein Spiegel. Und jetzt ist er weg. Zu schade. Wir könnten völlig verzaustert unten ankommen und es nie wissen. Wie sollen wir ihr Herz erobern, wenn wir aussehen wie ein gerupftes Huhn? Okay, also kein Spiegel mehr da. Dann... Ich nehme die Klinge. Du nimmst die Klinge vom Tisch. Ohne Waffe wäre es schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. Ich schätze, wenn wir die Rolle des schneidigen Ritters einnehmen wollen, benötigen wir ein ebenso schneidiges Schwert. So wird sie wissen, dass wir sie vor ihren Feinden beschützen können. Ja. Hoffentlich fühlt sie sich dadurch nicht bedroht. Und hoffentlich richtet sie es nicht gegen uns. Nicht schon wieder. Guter Punkt. Es bringt nichts, jetzt über die Beweggründe zu streiten. Es ist gut, dass du die Klinge mitnimmst. Du brauchst sie, um deine Aufgabe zu erfüllen. Betritt den Keller. Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine prunkvolle Treppe frei. Der mit Gold verbrämte Teppich glänzt im Licht der Fackeln, die in Reih und Glied die Wände schmücken. Der Keller wirkt im schummrigen Feuerschein beinahe einladend. Aber es ist noch immer ein Steinkeller. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du ihr gewissen Gefallen, indem du sie erschlägst. Das hat er letztens auch schon gesagt. Eine zarte Stimme dringt die Treppe hinauf. Hallo? Ist da jemand? Ihre Stimme klingt irgendwie noch schöner als letztes Mal. Ich kann bereits die Hochzeitsglocken läuten hören. Ich habe mich bisher zurückgenommen, aber du gehst langsam ein bisschen zu weit. Wir kennen die Prinzessin doch kaum. Wir können sie auch ohne diese übertriebene Schwärmerei anständig behandeln. Ja, der Welt zuliebe seid ihr nicht verliebt. Denkt einfach dran, dass ihre Anziehungskraft Teil ihrer Manipulation ist. Du gehst die Treppe hinunter und schaust der Prinzessin in die Augen. Eine schwere Eisenkette an ihrem Handgelenk fesselt sie an die hintere Wand. Meine Geliebte, wir sind hier, um dich aus deiner ungerechten und hinterhältigen Gefangenschaft zu befreien. Du weißt, dass sie dich nicht hören kann, oder? Meine Worte kann sie vielleicht nicht hören, aber mein Geist wird zu ihr durchdringen. Alter, ist das ein Schleimi, hey. Ja, dein Geist ist auf jeden Fall sehr penetrant, ja, aber echt, hey. Hast du ein neues Kleid? Ah, du bist es, mein schneidiger Held. Ich war so besorgt, du würdest nicht wiederkommen. Guck mal. Habt ihr das gehört? Sie findet uns schneidig. Und sie hat uns einen Helden genannt. Jetzt war es halt durch Schmeicheleien echt leicht zu beeindrucken, oder? Aber sie hat auf eure Rückkehr gewartet. Ich wollte eurem Gerede vorhin im Wald nicht glauben, aber das kann ich wohl kaum leugnen.
Ihr wart wirklich schon mal hier. That's right, villain. In der Tat, Bösewicht. Und du hast uns getötet. Well, Ja, also eigentlich... Ja, also eigentlich hat sie uns getötet. Aber sie musste ja. Ja. only because he made us try and kill Nur weil er her. uns dazu gezwungen hat, sie anzugreifen. Das war reine Selbstverteidigung. Die Hände unserer Liebsten sind immer noch unbefleckt und frei von Grausamkeiten. Die hat wieder 2 Hände. Seht ihr das? Achso, ja, es ist ja... Okay, alles wieder von neuem. Died before. Und ihr seid schon mal gestorben. Das heißt, eine ganze Welt wurde zum Untergang verdammt. Ich hatte wirklich gehofft, der Erste zu sein. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Das Wichtige ist, dass ihr es diesmal besser machen könnt. Wir haben eine ganze Welt verdammt, aber es wurde doch alles zurückgesetzt. Nichts wurde zurückgesetzt. Ihr seid nur an einem anderen Ort und ihr könnt ja nicht ewig von einer Welt zur anderen springen. Es reicht nicht, ohne eine Spur der Zerstörung hinter euch herzuziehen. Also erst recht nicht. Ja. Okay, also das ist nicht ein Reset oder so, sondern wir starten, also die eine Welt ist komplett, also untergegangen, laut Erzähler, und jetzt sind wir in der nächsten Welt und die wird halt auch untergehen. Muss ich dich wieder freischneiden? Das fand ich letztes Mal nicht so toll. Was ist nach meinem Tod passiert? Sich bei Entschuldigung, Prinzessin retten oder erschlagen. Es tut mir leid, weil das mal passiert ist. Der Erzähler, der mich hergeschickt hatte, um dich zu töten, hat meinen Körper übernommen. Das war alles echt unfair. Was ist nach meinem Tod passiert? Du bist gestorben. Und jetzt unterhalten wir uns. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin halt einfach gestorben und jetzt reden wir wieder. Ja, klar. Mache ich immer so. Okay. Du hast mich letztes Mal getötet und das hat echt wehgetan. Wieso hast du das gemacht? I'm sorry. Tut mir leid. You want me to? Wolltest du das nicht? Was? Did we? Nee. Wir haben sie vor den grausamen Kräften gewarnt, die unseren Körper übernahmen. Damit haben wir sie praktisch dazu angewiesen, uns zu töten. Sie ist unsere Liebste und hat sich entschieden, uns von unseren Qualen zu erlösen. Sie wollte uns Gnade erweisen und für alle die beste Entscheidung treffen. Sie hat die beste Entscheidung für sich getroffen. Schreib andere nicht so schnell hehre Absichten zu. Dadurch lässt du dich nur leichter manipulieren. Ja, aber wurde zwischen meinem Tod und unserer Unterhaltung hier die Welt zerstört? Hast du die Welt zerstört? I don't know. Ich weiß nicht. Sollte ich die Welt zerstören? Would that have made you happy? Hätte ich das glücklich gemacht? Ist das nicht typisch für unsere liebreizende Prinzessin? Sie will uns glücklich machen. Jedes Wort, das ihre wunderschönen Lippen verlässt, erweicht mir das Herz. Hörst du ihr überhaupt zu? Das ist ein Geständnis. Also, soll sie die Welt zerstören? Okay. Also, soll sie die Welt zerstören? Ja, es ist mir, also eigentlich ist es mal gesagt, ziemlich egal, ob die Welt zerstört wird oder nicht. Zumindest bist du ehrlich. Ich kann nicht glauben, dass das Schicksal der gesamten Welt in den Händen eines Nihilisten liegt. Die Prinzessin rutscht unbehaglich und sichtlich verwirrt herum. Me too. Ich auch nicht. Ist mir auch egal. Die Verwirrung hat ja lange angehalten. Wenn es ihr egal ist, dann hat sie die Welt offensichtlich nicht zerstört. Etwas so Unvorstellbares zu tun, erfordert bösartigste Absicht. Und unsere Geliebte trägt nicht einen Funken Grausamkeit in sich. Alles ist gut und es ist höchste Zeit, dass wir unsere Liebste retten. Okay, also es ist klar, was hier los ist. Die hat beim ersten Mal, war sehr freundlich und so, und wir wollten sie eigentlich retten. Der Erzähler hatte da was dagegen, aber eigentlich wollten wir sie retten und sie hat uns getötet, bevor
wir sie oder der Erzähler durch unsere Hand sie töten kann, hat sie uns getötet, um sich zu retten. Also, sie hat einen Überlebensinstinkt. Und ich glaube jetzt, also sie merkt halt, okay, wir können sie vielleicht wieder retten und sie will einfach nur leben. Also ihr Überlebensinstinkt tritt wieder ein und jetzt versucht es halt so rauszukommen, indem sie uns halt einfach das sagt, was sie denkt, dass wir hören wollen. Also so wirklich nach dem Mund redet, das ist schon krass. Okay, muss ich dich wieder freischneiden? Okay. Es tut mir leid, was letztes Mal passiert ist. Der Erzähler, der mich hergeschickt hatte, um dich zu töten, hat meinen Körper übernommen. Das war alles echt unfair. Wenn sich eine andere Version meiner selbst zu solch drastischen Maßnahmen gezwungen sah, hatte das sicherlich einen guten Grund. That's okay. Ja, das macht nichts. Du hast dein Bestes gegeben und das ist alles, was zählt. Ist aber schon... Das hat sie ja echt gut verwunden. Überraschend gut. So gut, dass es schon etwas verstörend ist, muss ich sagen. Ja, ja. Das liegt daran, dass sie einfach perfekt ist. Glaubt ihr, sie hat auch jemanden wie ihn, der ihr Anweisungen gibt? Hat sie nicht. Außerdem gibt es niemanden wie mich. Ich glaube, er hat recht. Es gefällt mir nämlich deutlich besser, wenn sie keine schreckliche kleine Stimme wie ihn in ihrem Kopf hat, der sie ständig zur Gewalt antreibt. Okay, muss ich dich wieder freischneiden? Das fand ich letztes Mal nicht so toll. Ich bin mit all deinen Ideen einverstanden. Du kannst mir den Arm ruhig wieder abschneiden. Wir werden ihren perfekten Handgelenke nicht anrühren, aber das werden wir auch nicht müssen. Seht ihr, wie zart ihre Hände sind? Wir werden die Fesseln einfach abstreifen können, ohne sie verletzen zu müssen. Wie? Was? Nein, sie ist eine Gefangene. Du kannst ihre Hände nicht einfach aus den Ketten ziehen. Warum diskutiert ihr darüber, ob ihre Hände durch die Fesseln passen? Sie hat gerade gesagt, sie wäre mit all unseren Ideen einverstanden. Bin ich der Einzige hier, der das komisch findet? Kennt ihr von den ersten Gwendoline? Sorry, ist mir gerade nur so eingefallen. Man könnte sie jetzt wunderbar als Postpaket verschicken und so weiter. Ihr war letztes Mal schon alles egal. Wieso sollte es diesmal anders sein? So ist sie, unser stoischer, lächelnder Engel. Nein, du hast recht. Das ist mehr als merkwürdig und ein weiterer Beweis dafür, dass sie ein Monster ist, dem man nicht vertrauen darf. Also los, erschlag sie. Ich rette die Prinzessin. Nein, das kann ich nicht zulassen. Wenn du noch einen Schritt auf die Prinzessin zugehst, dann wirst du was? Die Kontrolle über unseren Körper übernehmen und uns dazu zwingen, sie zu töten? Ja. Nicht mit mir, du Bösewicht. Meine Leidenschaft ist grenzenlos und wenn du irgendetwas versuchst, das unserer Liebsten schaden könnte, beende ich unser Leben, ohne mit der Wimper zu zucken. Alter. Jetzt haben wir zwar quasi 2 gegen uns. Das würdest du nicht tun. Und wie? Ich würde ihn ernst nehmen, wenn ich du wäre. Er hat eine Menge starker Gefühle. Und geht die Welt nicht unter, wenn wir sie nicht aufhalten? Du näherst dich der Prinzessin und streifst ihr sanft die Fesseln ab. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Ich fasse es nicht. Wir sind verloren. Okay, die hatte also wirklich so dünne Hände, so schmale. Was ist denn das? Es ist so wie in diesen Zeichentrickfilmen, wo sie so Gitterstäbe, die so weit auseinander sind, dann lass mich raus, geh doch einfach durch. So ist es hier auch irgendwie. Ich meine, okay, die Tür war die Tür abgeschlossen? Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Ich habe wohl kaum eine andere Wahl. Ich habe es euch doch gesagt. Das holde Leben ist jenen beschieden, die daran glauben. Ich bin frei und du versuchst diesmal gar nicht, mich zu töten. Danke. Vielen lieben Dank. Die Prinzessin springt auf und presst mit einer innigen Umarmung dir die Luft aus den Lungen. Sorry, aber vor Freude. Ja. Willst du das wirklich tun? Es reicht eine kleine Bewegung, um deine makellos klingen ihren Rücken zu versenken und alle zu retten. Ist das eine Drohung? Du weißt, was wir tun werden, wenn du es versuchst. Ihr werdet das bereuen.
Was machen wir jetzt? Ja, was willst du tun? Wir verlassen diesen Ort und dann haben wir unser ganzes Leben, um herauszufinden, was wir als nächstes machen möchten. Ey, das wird ein Kreisel. Wenn wir sagen, was willst du tun, dann sagt sie, das, was du tun willst. Und dann sag ich, ja, aber such du es aus. Ja, ich mach alles gern, was du machst und so weiter und so fort. Das geht ewig. Kenne ich von meiner Freundin. Wir verlassen den Ort. Also ich sag jetzt einfach mal, wo es lang geht. So. That sounds perfect. Klingt gut. As the princess takes your Als die hand Prinzessin in deine hers, Hand nimmt, you let lässt du your deine blade Klinge achtlos zu tumble Boden fallen. uselessly to the Und floor. damit auch die letzte Hoffnung With it tumbles der gesamten the last Welt. hope for the entire world. We have each other. Wir haben einander. Wir brauchen die Welt nicht, um glücklich zu sein. I like to think that you do, Ich bin da actually. ehrlich gesagt etwas anderer Meinung. Look, I have my doubts, but the choice Ich hatte has been auch so meine made. Zweifel, aber die Entscheidung ist gefallen und jetzt ist es halt so. I have to mope about Kein it. Grund deshalb hier herumzujammern, oder? Ja, richtig so. I will mope Ich about werde it. deshalb herumjammern, weil es das Einzige ist, was mir noch bleibt, dank euch liebesblinden Trotteln. You and the princess walk Die Prinzessin up the und du stairs geht Hand in Hand die Treppe hinauf. and, Wie sie dich anlächelt. Dieses selige Glück ist doch wirklich... Das ist extrem übertrieben, ist das. And what happens Und was passiert, wenn wir oben angekommen sind? Finden wir es heraus. Oh, das ist ja interessant. Die Tür schlägt vor dir zu und das Schloss rastet ein. That's a familiar move. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Did I do that last time? Habe ich das letztes Mal auch gemacht? Oh, dann solltet ihr wissen, dass ihr hier nicht rauskommt. Oh no. Oh Did someone nein. lock us in here? Hier hat uns jemand hier drin eingesperrt. Wie unfair. Wir wollten jetzt gehen. She's right. It Sie hat isn't recht. fair. Das ist But the unfair. unfairnesses Aber die of the Ungerechtigkeiten world der are no Welt match können for die the Kraft strength wahrer of Liebe true nicht trotzen. love. Enough with this true Schluss mit diesem love Unsinn über wahre nonsense. Liebe. Just better. Du hast sie gerade erst getroffen. Of course you would Natürlich verstehst du das nicht. Unsere Leidenschaft ist stärker als alles, was du je erlebt hast. Are you listening to this? You don't have to Du hörst doch nicht etwa auf ihn, oder? Du musst nicht alles machen, was diese verblendete Stimme vorschlägt. Ich habe hier ehrlich gesagt keine Meinung mehr. Glaubst du, du kannst sie öffnen? Wir können sie bestimmt öffnen, wenn wir es gemeinsam versuchen. Ah, ich denke, ich schaffe das schon. Öffne die Tür alleine. Vielleicht hat sie ja so dünne Hände, dass sie mit ihren dünnen Händen ins Schlüsselloch reinkommt und dann von außen den Türknauf, der nicht hier existiert. Achso, das ist so ein Ding, wo man da oben drauf drückt. So, komm, probier. Meinst du, also glaubst du, du kannst sie I öffnen? don't know. Do you Ich weiß es nicht. Glaubst du, dass ich es kann? Ey, du bist schon ein bisschen nervig. Jetzt noch nicht so nervig, dass ich dich umbringen will. Nee, aber es ist schon ein bisschen so... Natürlich kann sie das. Du glaubst doch an sie, oder? Niemand verlässt diesen Keller. Ja, du schaffst das. Ja, komm. Du schaffst das. Okay. Na let me gut, try. lass es mich versuchen. Jetzt gucke ich mal, was passiert. Die Prinzessin rüttelt an der Klinke und ein Klicken ertönt und die Tür öffnet sich. Das ist doch total doof. Ich hab doch gesagt, dass sie es kann. Die Prinzessin und du geht gemeinsam die Treppe hoch. Ihre Freiheit und das Ende der Welt stehen kurz bevor. Wenn du nichts dagegen hast, mache ich mir noch schnell einen Drink, bevor hier alles kaputt geht. Das Ende der Welt würde ich nur ungern nüchtern erleben. Also wenn die Welt wirklich untergeht, wenn sie diese Tür durchschreitet, können wir dann nicht einfach alle hier bleiben? Es scheint mir das Einfachste und für alle das Beste zu sein. So funktioniert das nicht. Er hat recht. So funktioniert das nicht. Wir müssen offensichtlich gemeinsam mit ihr hier raus. Unser Glück wartet auf uns. Sag mal, kann das sein, dass ihr Dekolleté immer tiefer rutscht? Um glücklich zu sein, brauchen wir nur einander. Oh, Schluss mit den Unterbrechungen. Ich habe mich schon entschieden. Wir gehen. Ja, echt jetzt. Also, das Liebesgeschnulze kommt hier auf. Wir machen den Riss und gut ist. Reimt sich sogar. Ja, ich schätze genau, das wirst du tun, oder? Du durchquerst den Raum und öffnest die Tür der Hütte. Und dann gehst du hinaus. Endlich. Unser Glück. We did it. Wir haben es What should we do geschafft. now? Was machen wir jetzt? Wo ist denn alles?
Wo ist er? Oh, is he gone? I hadn't Oh, noticed. er ist weg. Habe ich gar nicht bemerkt. Ich war zu sehr damit beschäftigt, unserer Liebsten tief in die Augen zu schauen. Ja klar, guckt er ihr in die Augen. I'm cold. Mir ist kalt. Es ist immer so kalt, wenn man glücklich ist. She's cold. Er ist kalt. Schnell, unsere Federn. Reiß sie alle aus und webe ihr einen Mantel, der einer Prinzessin würdig ist. Aber du schaffst es nicht, ihr den Mantel zu weben. Etwas hat sie fortgerissen und etwas anderes hat ihren Platz eingenommen. Okay, wir haben keine Erzählerstimme mehr im Kopf. Wir müssen das jetzt selbst machen. She's gone. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sollen wir sie suchen gehen? Is that a Und ist das ein Spiegel? Warum ist er denn hier? Warum jetzt? Why now? Der Erzähler ist weg. Stimmt. Heißt das, dass die Welt zerstört wurde? The villain. Der Bösewicht ist besiegt. Vielleicht hatte der recht, vielleicht war der Erzähler wirklich der Bösewicht. Ich weiß weder, wo sie ist, noch wo wir nach ihr suchen sollen. Im Spiegel schauen? Oder dich im Spiegel nähern? Wir gehen erstmal näher dran. Begging you, don't do this. Ich flehe dich an. Mach das nicht. Warum darf ich nicht in den Spiegel gucken? Sorry, ich kann ihn nur ignorieren. Du näherst dich dem Spiegel. This doesn't feel Es right. fühlt sich It nicht feels richtig an. different. Es fühlt sich anders an. Endgültig. Yes. I feel Ja, like ich what glaube, will see. uns wird nicht gefallen, was wir sehen. Wie wäre es, wenn wir hier bleiben und uns eine Weile auf unseren Lorbeeren ausruhen? Das kann doch nicht schaden, oder? Die Stimmen hören sich klein und weit entfernt an, als du dich ihm näherst. Betrachte dein Spiegelbild. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Sie sind fort, aber der Spiegel ist noch da. Es ist Zeit, dass du siehst, was in ihm ist. Jetzt wahrscheinlich sehe ich mein Spiegelbild. Ich habe auf jeden Fall mal Krallen und Federn. Ja, das bist du. Dachte ich mir. Du bist allein an einem leeren Ort. Es ist still hier. Ich gehe weiter zur Hütte. Woher weiß ich, dass eine Hütte existiert? Du stehst vor der Hütte. Ich nähere mich ihm. Etwas findet mich in der langen Stille. Es kommt, um mir ein zerbrechliches Gefäß zu schenken. Ein zerbrechliches Gefäß? Ey, also zuallererst mal, lass die mal los. Es tut mir leid. Manche Veränderungen sind nicht mehr umkehrbar. Manche Tränen können nicht ungeschehen gemacht werden. Das ist kein Ort, an dem ein Fragment eines Konzepts existieren kann. Als sie ankam, wollte sie zu mir zurückkehren. Ich verspreche dir, dass sie nicht leidet. Okay, also, da ist diese Stimme und die bezeichnet die Prinzessin als Gefäß. Also es ist nicht die Prinzessin die Rede, sondern einfach nur irgendwas anderes. Kennen wir uns? Du bist mir vertraut, aber du bist nicht ich. Ich empfinde Traurigkeit, Sehnsucht und Hoffnung, wenn ich dich sehe. Was bist du? Ich bin ein einsames Licht in einer leeren Stadt. Was bist du? Ich weiß nicht, was ich bin. Ich glaube, du bist wie ich. Wir sind Ozeane, die zu weichen Rinnsalen geworden sind. Hast du mich geschickt, um die Prinzessin zu erschlagen? Du mich hier eingesperrt? Das frage ich. Mein Bewusstsein ist gerade erst erwacht. Ich hätte dich hier nicht einsperren können.
Auch ich sehne mich danach, frei zu sein. Okay, also sie war es schon mal nicht. Bist du die Prinzessin? Sie ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von ihr. Aber war die Prinzessin schon immer ein Teil von dir oder hast du sie dir gerade erst einverleibt? Du drehst dich im Kreis. Ist es denn wichtig, wo das eine anfängt und das andere aufhört? Kennst du den Erzähler? Du bist das Einzige, was ich je gekannt habe. Der Raum, in dem wir sind, ist leer. Nichts außer uns kommt hierher. Was passiert jetzt? In unserem jetzigen Zustand nichts. Aber ich weiß, dass es Welten gibt, die jenseits von uns liegen und dass wir dazu bestimmt sind, sie zu erreichen. Es gibt keinen Weg nach draußen, aber dieses Gefäß ist ein Geschöpf der Sinne. Sie kann dich vergessen lassen, wenn du glaubst, dass sie es kann. Also wenn sie mich vergessen lässt, dann fängt es von vorne an und ich muss nur... Also ich glaube, eventuell ist dieser Satz wichtig. Sie kann dich vergessen lassen, wenn du glaubst, dass sie es kann. Also wenn das jetzt resettet und wenn ich dran glaube, dass die mich töten könnte, dann kann sie mich töten. Wenn ich aber nicht dran glaube, dann kann sie es nicht, oder wie? Gilt das dann danach auch, oder? Bring mir mehr Perspektiven, damit ich vollkommen werde. Vielleicht können wir dann Freiheit erfahren. Mehr Perspektiven? Mehr Durchgänge? Ich wurde geschickt, um die Prinzessin zu erschlagen und sie daran zu hindern, die Welt zu zerstören. Wenn ich dir helfe, wirst du die Welt dann zerstören? Du sprichst von Dingen, die unmöglich sind. Zu zerstören bedeutet lediglich umzugestalten, neu zu formen. Nein, ich rede schon von Zerstörung, dass am Ende nichts mehr ist. Es gibt dann keinen neuen Anfang. Wenn es keinen neuen Anfang gibt, kann man auch nicht neu formen. Es ist dann... Ja, das ist Wortglauberei. Was wirst du tun, wenn ich dir helfe? Wie kann ich das wissen? Ich bin nur ein flackerndes Licht in einem weiten, dunklen Raum. Wie viel werde ich vergessen? Alles, bis wir uns wiedersehen. Was ist, wenn ich das nicht zulasse? Dann werden wir für immer hier bleiben, so wie wir jetzt sind, unvollkommen, vertrocknet und hohl. Hast du keine Angst, dass ich dich umbringen könnte? Ich habe nie gelebt. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Wie viele Teile von dir muss ich noch finden? Mehr als du gefunden hast, aber weniger als es zu finden gibt. Ich bin unendlich. Die anderen werden ihren eigenen Weg nach Hause finden. Wow, wie ich es ja liebe, wenn Leute in Rätsel reden. Okay, lass mich vergessen. Wir könnten auch sagen, ich gehe nicht zurück, aber ich glaube, lass mich vergessen. Sie bittet mich, dir zu sagen, dass du sie nicht vergessen sollst. Aber das wirst du. Alles wird schwarz. Und du stirbst.
You're on a path in the woods. Okay, At the Leute. end of that path is Für a heute soll es cabin. das gewesen sein. And in the basement of that cabin, Wir können ja jetzt zum Abschluss mal gucken, was für einen Weg... you're here to slay her. Moment. Was für einen Weg wir genommen haben. Hinweis. Teile des Dialogs, die du bereits gesehen hast, kannst du mit der Tab-Taste auf deiner Tastatur oder der R1-Taste auf deinem Controller überspringen. Ich spiele hier ausnahmsweise mit Tastatur und Maus. Okay. Ich habe gerade ein Problem. Ah, Rechtsklick ruft das Menü auf. Ich dachte, Escape macht das. Okay. Pass auf. Wir speichern auf jeden Fall mal. Und zwar hier. Guck mal hier. Siehst sogar 2:57 Uhr für Zeit, dass ich ins Bett gehe, Leute. Wir gucken uns mal an. Guck mal, was wir freigeschaltet haben. Der Held und die Prinzessin. Was ist das da? Die Zwischenräume. Ach, das, wo wir in den Spiegel geguckt haben. Und die Jungfer. Bedingungslose Hingabe zueinander. Das haben wir freigeschaltet. Dann würde ich mal sagen... Hauptmenü. Morgen geht's weiter. Denke ich mal. Und da... Sollen wir morgen mal einen Killer-Run machen? Ey, ich kann jetzt eh vornehmen, was ich will. Ich habe mir so viel vorgenommen und am Ende läuft es dann eh anders, als ich vorhab. Mal gucken. Eventuell gucken wir mal, sind wir morgen mal etwas aggressiver. Ich sage jetzt nicht, dass wir morgen einen kompletten Killer-Run machen, aber ein bisschen aggressiver könnte man schon vorgehen. Das ist eine gute Idee, oder? Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann bis morgen. Tschüss. Und immer dran denken, tötet die Prinzessin. Tschö.